herrlich, he? Guten Morgen aus Norwegen. Wir haben schon Tag 3 und trotz dem Nordlicht-Workshop von gestern sind wir natürlich schon wieder auf dabei. Wir haben nämlich auch heute wieder ein richtig cooles Abenteuer vor uns. Ich glaube schon ihre Schneeschuhe am Anlegen. Ich muss jetzt nachgehen, sonst laufen sie dann ohne Make-up. Ich freue mich mega, es ist das erste Mal, wo wir mit Schneeschuhen unterwegs sind. Wir machen heute Morgen nämlich eine kleine Wanderung hier entlang vom Fjord. Das Ziel ist der nördlichste Punkt von der Halbinsel, wo wir hier drauf sind. Dort steht nämlich ein Leuchtturm, den wir uns dann anschauen und sicher, es wird mega cool. Ach, wunderschön, he? Es ist zwar leicht windig, aber wir sind super eingepackt. Es ist überhaupt nicht kalt. Und wenn ihr euch achtet, es geht auch kein Hauch. Es ist eigentlich nur der Wind, der ein bisschen unangenehm ist. Aber sonst wäre es eigentlich noch relativ mild. Und auch mit den Schneeschuhen ist es super. Ich glaube, ohne die würde man recht ein Zeug umeinander rutschen bei dem Eis. Ja, macht richtig Spass. Dass es hier so mild ist, liegt laut Leila, unserer norwegischen Tourenbegleiterin, übrigens am Golfstrom, der dafür sorgt, dass man auch 350 km nördlich vom Polarkreis nicht verfrieren muss. Es ist wirklich mega spannend für ihr zu hören, wie sich das Leben in diesen Breitengraden über all die Jahre entwickelt hat. Wirklich viele leben aber heutzutage nicht mehr hier. Zu den wenigen Besuchern von dieser eindrücklichen Region gehören von November bis Januar aber unter anderem auch Buckelwal und Orcas. Dann gibt es mit etwas Glück sogar Whale-Watching während dieser Schneeschuh-Expedition. Und wie es sich für eine richtige Expedition gehört, tragen wir uns zum Schluss von unserer Tour natürlich auch noch ins Gipfelbuch ein. Good morning! Tag 4 in den Lingenalpen und im Gegensatz zu gestern zeigt sich heute sogar noch die Sonne. Es ist wirklich eine ganz schöne Lichtstimmung, darum haben wir uns hier auch gerade nochmal ein paar Schneeschuhe geschnappt und gehen jetzt hier ein bisschen die andere Seite des Fjords entdecken. Bevor wir euch aber zeigen, was wir dort so erleben, schauen wir zuerst mal, was gestern Nacht so los war. Eigentlich wollten wir ja früh schlafen, damit wir am nächsten Tag dann auch wieder fit sind. Glücklicherweise habe ich aber vergessen, die Vibration auf meinem Handy auszuschalten, sodass uns SMS vom Kontiki Nordlichtalarm kurz vor dem Wegdämmern doch nochmal dazu gebracht hat, kurz einen Blick an den Nachthimmel zu werfen. So cool, wer hätte das gedacht? Wir wollten schon schlafen. Und dann haben wir nochmal aus dem Fenster geschaut und gesehen, dass irgendwann der Mond durchscheint und dachten, ja, komm, wir probieren es mal. Dann haben wir raus, 5 Minuten und hey, das schönste Nordlicht, was du dir vorstellen kannst. So cool.
sind wir irgendwie für 2-3 Stunden rumgelaufen und sind keiner Menschenseele begegnet. Dabei wird hier eigentlich noch eine Motorschlittenstrecke, also da könnte man auch mit dem Motorschlitten fahren. Aber wir haben es eigentlich mega cool gefunden mit den Schneeschuhen, wir waren richtig Fan von denen. Und die Landschaft ist natürlich genial. He? Also hier die Lingenalpen sind eigentlich nicht so hoch, der höchste Berg ist glaube ich so auf 1800, aber weil sie halt direkt bis ans Meer runtergehen, sind sie gleich mega imposant. Und ja, eigentlich wäre heute Hundeschlitten fahren angesagt heute Morgen, aber sie mussten das Ganze ein bisschen verschieben, weil sie unbedingt mit dem einen Guide zusammengehen wollten. Und jetzt gehen wir dafür heute Abend. Das heisst jetzt halt, dass wir das Hundeschlittenfahren nicht in dieser schönen Lichtstimmung haben können. Aber wer weiss, vielleicht sehen wir heute Abend ja wieder Nordlichter. Und das wäre doch auch nicht schlecht. Yes, this is the king. He is the highest ranking boy here. He has always been very big, but also very nice. He have never ever been fighting, never. He's just got this natural, you know, confidence. And all the other boys are looking at him and just, okay, you're the leader. You are the boss. Hey Kaja, you want to come out? Or you just want to go to the girls? Are you so occupied with the girls? Kaja! Koya, we have guests. Koya, 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 come on. Hey, hello, hello. Oh, you can't take your eyes from her, huh? She's the loveliest girl you have ever seen. And this is one of the young ones. Nico. We want to say hello. Hallo! Hey! Yeah. Jetzt geht es gerade los, ich bin so gespannt wie das wird, vor allem im Dunkeln. Es wird mega von Schneien und wir dürfen jetzt dann trotzdem jeder für sich sein eigenes Hundegespann führen. Mega cool. So, das ist mein Schlitten und mein Hundegespann. Dort ist die Meli und dort vorne ist der Leitschlitten. Da kann dann nachher auch noch jemand drauf hocken. Oh, ich bin gespannt wie das wird. Yes, ready! Zugegeben, wer sich so ein Hundeschlittenerlebnis vorstellt, denkt wahrscheinlich nicht direkt an eine Fahrt im Schneegestöber durch so einen dunklen Wald. Umso spezieller war es aber für uns, dem Hundeführer Tommy und seinen alaskischen Huskies auf diesem Weg zu begegnen. Man seinen eigenen Schlitten durch den verschneiten Wald steuern und ausser dem Hecheln der Hunde und dem Gleiten der Kufen eigentlich kein anderes Geräusch mehr hört. Und wenn die Sicht begrenzt wird durch den Lichtkegel der Stirnlampe und man sich einfach voll und ganz darauf verlassen muss, dass das Hundegespann schon weiss, was durchgeht. Ja, dann kann es sein, dass man sogar ganz vergisst, dass man auf einer geführten Tour ist und nicht wirklich gerade irgendjemand mit seinen Huskies die Wildnis von Norwegen auf eigene Faust erkundet. Für uns darum jetzt schon definitiv eines der Highlights dieser Woche. Ja, lasst uns auf Kommandos. Du hast kommandiert, oder hast du gesagt? Ja, ich habe gesagt, wir müssen die Medizin einfach rechtzeitig auf den Mensch bringen und wir sind super schnell zum Schluss und haben es geschafft. So, wenn das mal nicht der perfekte Abschluss von unserer Zeit hier in den Lingenalpen ist. Ja, die 3 Tage sind mega schnell umgegangen. Wir haben extrem viele Highlights erlebt. Wir haben die Schneeschuhtour bis ans nördlichste Ende der Lingenhalbinsel oder die Huskies. Das war mein persönliches Highlight, ja. Wirklich mega cool. Nordlichter nicht vergessen. Ja, klar, die natürlich auch. Dass man die so gut hier von der Unterkunft her gesehen hat, das werden wir sicher nie mehr vergessen. Ja. Und ja, unsere Norwegen-Reise hier im Norden geht noch ein bisschen weiter. Morgen geht es für uns auf Tromsø, da haben wir noch ein bisschen Zeit in der Stadt.
sicher auch mega cool, weil Ja. auf der Hinreise haben wir ja nur eine Nacht gehabt. Und da sind wir auch gespannt, was wir dort noch alles werden sehen. In der Zwischenzeit, wenn wir euch ein bisschen lustig machen auf die Reise, und wenn ihr die auch gerne so würdet erleben, dann könnt ihr das. Und zwar 1:1 genau die gleiche Reise gibt es bei Contiki zu buchen. Wir tun alle Informationen dazu unten in die Infobox und natürlich findet ihr uns ja auch sonst auf www.contiki.ch. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann, Vergesst nicht geht raus. und schreibt euch die eigene Geschichte. Tschüss zusammen! Tschüss. Vi säger Norwegian. Hurra for deg som fyller ditt år, ja deg vil vi gratulere. Alle omkring i ring rundt deg vi står og ser når vi vil marsjere. Hoppe, nikke, neie, snu og danse for deg med hånd på tett og sving. Ønske deg og hjerte alle gode ting. Og si meg så, hva vil du mere? Gratulere. Congratulations.